Keep lying to me. Keep lying to me. Don't go fucking with my fantasy. Keep lying to me. Über das, was passiert. Ja. Also. Entschuldigung, was ist da los? Wer sind Sie? Kathrin Lienert. Ich arbeite da als Lehrerin. Sie kommen an einem Sonntagmorgen in die Schule. Ja, manchmal. Um mich in Ruhe vorbereiten. Aber was machen Sie von der Polizei da auf dem Pausenplatz? Lassen Sie Frau... Lienert. Ja, excuse. Mein Name ist Petkovic. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, warum wir da sind. Aber Frau Lienert, ich muss Sie bitten, den Tatort zu verlassen. Tatort? Tagessuppe und noch der Mandelgipfel. Das macht? Das kostet 5 Franken. Ja, Moment. Danke. Merci auch. Ein guter wünsche dir. Puh, hey! Autsch, Mann, Zoe. Was? Hab mich verbrannt. Super. Finger, Fein! Finger auf der Rösti. Schau, dort hinten hat es noch Platz. Rissest du nicht? Mach doch die 5-zu-2-Diät. Hat dich deine Mutter wieder in diesen Mist hineingezogen? 2 Tage Fasten pro Woche, das ist extrem gesund. Du bist nicht fett. Mein Födli. Nicht. Das ist so dumm, ehrlich. Was siehst du? Check das mal. Nee, ich bin am Essen. Kannst du mich nicht vorwarnen? Wer ist das? Kennst du ihn nicht? Den Mark. Warum soll ich ihn kennen? Er hat keinen Kopf. Kennst du seinen Schwanz nicht? Nee. Wow. Von wo hast du das? Es Fest bei der Luna letzte. Hast mega etwas verpasst. Ich glaube auch. Hey, lass meine Suppe. Ich kratze noch ab vor Hunger. 5-zu-2. I see. Oh oh. Was ist? Hey. Dein herziger Lover. Hey Schatz! Hoi. Hoi Ben. Leute, besorgt euch ein Nest. Chill. Hast du noch nie 2 gesehen küssen? Nicht mit so viel Zunge. Sophie, shut up! Ihr habt ja angefangen. Der Lukas steht draussen im Raucherhütli, wenn du jemanden mit der Zunge brauchst. Au! Ben! Sorry. Ich habe voll vergessen, dass du und der Lukas einzige Perli sind auf der Welt, die nie küssen. Fick dich. Und? Sind ihr ready für morgen Abend? Hä? Was ist da so lustig? Seit 2 Wochen redest du nur von dem Abend. Shut up, Sophie. Ist doch schön, wenn das so gickert bist. Fuck it. Ziehst ab. Hey Schatz, ist doch nur zum Spass. Das wird mega geil. Der Luca und ich kommen am 9:30. Ihr bringt Alk, okay? Wer kommt sonst so? Ah, wir treffen noch die Leonie vorher. Was hast du eigentlich ständig mit denen ab? Easy, wir sind Freunde. Hey, und der Philipp kommt auch. Was ist, wenn das jemand merkt? Was? Dass wir in der Schule... Ich habe doch gesagt, sie ist eine Pussy. Getraust dich schon, oder Sophie? Ja. Bleib einfach daheim, wenn es dir zu viel ist. Ja, du mich auch. Hey, komm doch ein bisschen oben runter. Hey, komm. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Bis später. Nachher. Tschüss, mein Schatz. Hey, nimmst dich ein bisschen zusammen. Er ist so ein Loser. Du kennst ihn ja gar nicht. Wie lange sind wir zusammen? 2 Wochen? Ja, und? Du kennst ihn auch nicht. Treffen wir uns vorher bei mir. Ich habe sturmfrei. Okay. Hallo. Hallo. Hi, Luca. Was läuft? Nicht so viel. Ihr kommt auch an die Party, oder? Schon. Wir haben es einmal vor. Hast du das Frischbuch gelesen auf heute? Ja, du? Ist mir gerade ein bisschen zu viel alles.
Check. Hey! Hey. Was hast denn du für Kopf, Philipp? Eine Dächelkappe von meinem Grossvater. Genial, oder? Extrem. Es ist so Gangster von früher. Seebach Chief-Style, Alter. Ja, ich hocke zum Ben. Okay. Es ist nicht zum Zuschauen, Sophie. Sorry. Du, Luca. Mann! Oi, nicht gerade Sex. Hey, was weißt du schon von Sex, Philipp? Sehr geehrtes Fräulein, bleiben Sie bitte anständig, hä? So, ich würde gerne anfangen. Seid ihr bereit? Frau Liener, Ja, Philipp? ich habe mein Login fürs Intranet vergessen. Dann gehst du in der Pause zum Essen. Ihr habt natürlich alle, wie besprochen, den Ausschnitt aus dem Roman Montag von Max Frisch gelesen. Ja? Prima. Also, hopp, aufwachen, die Bücher bitte raus. Möchte jemand kurz zusammenfassen? Ah, Alex, ja? Es geht um eine Affäre von diesem Max, also Max Frisch. Der ist schon ziemlich alt und verheiratet und ein berühmter Schriftsteller. Und so kommt Sag mal, was hat der Alex da an heute? Sein Papi ist ins Bullenjäckli. Steine Farbe. Hör auf, Zoe. So viel eine chill. junge Frau, eine amerikanische Studentin mit roten Haaren. Ja, und mit dieser fängt er dann etwas an. Eben, eine Affäre halt. Und was denkst du darüber, was Max Frisch da beschreibt, Alex? Der Alex hat auch gerne eine Affäre. Ben, ein bisschen Ruhe, bitte. Stimmt's oder habe ich recht, Alex? Hebt Schnur. Wo brennt es bei dir, Ben? Das war nur ein Joke zwischen mir und dem Alex. Ein Joke? Ja. So. Whatever. Sophie, ja? Also, das Montag, das ist eine sexistische Geschichte. Ah Gott, nein, nicht der feministische Scheiß. Ja, doch. Es geht um einen Mann, der sich einfach nicht zurückhalten kann. Und natürlich hat nur er Lust. Und die Frau, die steht da so herum als unwiderstehliche Dekoration für seine Lebensphilosophie, die er ausbreitet, unterbrochen hier und da von Sex. Ja, ach, am Schluss ist die Frau das Objekt für seinen Ego-Trip. Total typisch. What? Ja, es geht halt um Frauenunterdrückung. Guter Punkt, Sophie. Danke. Aber vielleicht hat Max Frisch die Erotik mit den Frauen ja so erlebt. Andere Vorschläge? Sophie, ich glaube, der Luca fände es super, wenn du deine Sexualität ein bisschen autonomer würdest rausnehmen. Ben, heb deine Fresse. So gut. Das nächste Mal machen wir weiter mit der Beziehung zwischen dem Max Frisch und der Ingeborg Bachmann. Also, kein Aufzug übers Wochenende. Ade miteinander. How much of me? How much of you? Yeah, I know the answer. Don't you know the answer? Don't you know the answer? Everything. Everything, everything. Everything, everything. Everything, everything. Wo ist eigentlich deine Mutter? Sie hat ein Date. Mit dem Bo? Yo, der Bo. Für den Bo gibt es heute Abend eine Muschi, wenn er Glück hat. So. Wenn du wüsstest, wie oft ich dir höre beim Sex. Wer? Hörst du deine Eltern nie? Nein. Also, ich kann mir deinen Vater schon vorstellen. Hör auf! Sex, liebe Sophie, ist ein gesunder und natürlicher Teil des Erwachsenenlebens. Nicht, wenn es die eigenen Eltern sind. Und du so? Was, ich so? Gehen ihr zusammen ins Bett, der Ben und du? Haben das schon gemacht? Ich hätte es dir schon gesagt. Er möchte mega gern. Bist du verknallt? Hey Mann, verdammt sicher nicht. Okay. Bist du in Luca verknallt? Ah, ja.
Bis jetzt habe ich nicht vor, mit dem Luca zu schlafen. Ah, so, klar. Du musst dich ja frisch behalten für den Alex. Das habe ich vergessen. What? Hast du etwas eingeschmissen? Meinst du, ich check's nicht, dass du voll auf ihn abfährst? Das sieht ja jeder. Auch wenn es natürlich das weltgrößte Geheimnis ist. Nur weil ich ihn nicht mobbe, heisst es noch lange nicht, dass ich in ihn verknallt bin. Oh, herzig. Du hast ihn ein bisschen behüten. Er ist doch mega grusig. Okay, auf das können wir uns ja wohl einigen. Ich fahre nicht auf den Alex ab. Ja, er ist mega pervers, hast du gewusst, oder? Wer sagt das? Weisst du nicht mehr an seinem Geburtstag? Da hat er doch ein Porno laufen lassen. Das war doch noch in der Sekte. Noch schlimmer? Glaubst du nicht, dass der Ben und der Luca Porno schauen? Das ist etwas anderes. Klar. Sophie, der Alex ist pornosüchtig. Hat der Ben dir das Wort beigebracht, oder was? Fick dich. Zoe, was ist jetzt? Ich habe kalt. Geht nicht ans Telefon. Typisch Ben. Chill's mal, er kommt schon noch. Es ist hure dunkel. Sind wir überhaupt am richtigen Ort? Ich glaube schon. Sau doofe Idee. Hinten an der alten Turnhalle haben sie gesagt. Sie sind sicher wieder heimgegangen und liegen um und holen sich einen ab. Psst. Was ist? Hörst du das? Da ist jemand. Ist das einer der Jungs? Glaube ich nicht. Chicas! Fuck, Philipp, du hast es voll geschockt. Haben ihr Neujahr oder was? Psst. Hey, was? Dort hinten ist jemand. Wo? Beim Raucherhütli. Hey, ich sehe nichts. Moll. Ich bin mir sicher. Sophie, er ist gegangen. Ja, vielleicht ist er ein Blüttler. Wow, Philipp, ist es ein Baby oder was? Sophie, komm, bevor uns jemand entdeckt. Der ist da gestanden und hat uns angelotzt. Scheiß drauf, ich will rein. Ah, Philipp, kannst du mir helfen? Aber klar. Bist sicher noch nie so in die Jungsgarderobe, gell? Foto weg von meinem Arsch, Mann, echt. Sophie, du auch? Ich schaff das schon. Aber klar. Wow. Das stinkt nach Bubenschweiß. Folgen Sie mir bitte, werte Fräuleins. Jetzt ganz Frieden für uns! Hey, ciao Ladies, da sind wir endlich. Hey, Larry, bist du on fire? Ja, halbe Flasche Stroganoff. Krass. Sorry. Du bist ja doch da. Oh, geht Ruhe. Jetzt lass schon was und? Könnt ihr nicht ein bisschen aufhören mit dem Geknutschen? Wir wollen fasten. Prost. Prost! Was machen wir? Gruppe 6. Habt den Schlitten. Wo gibt's von dem Zeug? Da drinnen. Let's go. Sind wir bei der Zoe gewesen? Ja. Und ihr so? Wir sind schon lange da. Cool. Luca, hey! Kommen wir auch? I just wanna dance, girl. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance, girl. I just wanna dance. Der Luca sieht gut aus jetzt. Was ist? Was ist der Alex? So schon etwas. Ich glaube, ich wollte mit dem Ben ficken. Gute Idee, oder? Ja, wenn du das wirklich unbedingt willst, mach doch. Aber was meinst du? Der Ben ist ein Idiot. Wieso? Ich wollte dir keine Sache erzählen. Du weißt doch, was er mit der Leonie gemacht hat. Aber sie lügt doch. Wieso verteidigst du ihn eigentlich? Und warum tust du wie ein Heilige die Leute ficken miteinander? Das ist doch kein Weltuntergang. Aber wieso sollst du es machen? Nur damit es gemacht ist? Du kannst mich nicht einfach unterstützen, wenn ich das will. Komm, wir gehen jetzt zurück. Aber ich komm jetzt! Der Alex ist da. Oh, fuck.
Hey, Starchoice, Alex! Fick dich, Zoe. Der Philipp hat mich eingeladen. Der lügt doch, oder Philipp? Was, Mann? Er hat gesagt, er bringt Andy. Das sagt er nur, damit er an die Party kann. Dem sagen wir Party. Mach die auf den Highweg Porno King. Zoe, komm runter. Warum soll ich mit dem Alex Party machen? Ich kann es auch wieder heimnehmen. Fuck, Mann, ist das Emdi? Oh shit, ich hab's euch gesagt. Glaubst du das Weltberg? Von wo hast du das? Gib mir ein bisschen. Sag bitte, bitte. Hätte das. Ich meine das voll ernst. Sag bitte, bitte. Come on, Mann. Bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Also genau. Kann das? Ben, mach's nicht. Warum nicht? Ich habe es schon 100 Mal probiert. Ja, sehr. Machst du die Hose? Also. Oh shit, Ben! Damn! Willst du schnell probieren? Sophie? Nein, danke. Hey, ich hätte gedacht, dass sie so langweilig sind. Aber ist ja egal. Wir haben sicher irgendwo noch Bier, oder? Hoi, Sophie. Hoi, Alex. Wieso hängst du eigentlich immer mit diesen Losers ab? Wenn du sie so scheiße findest, warum bist du denn da? Besser als bei meinem alten Zuhause hocken. Wie geht's mit ihm? Er ist naff. Nichts Neues. Sorry. Hey, Lovebird! Was sind ihr da am Durchschneiden? Nichts. Ein Geheimnis. Was geht so, ja? Hey, Luca! Was? Der Alex baggert deine Lady an. Ey, fickt euch! Grüße! Haut ab! Zoe! Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß! Sophie, stopp! Nein! Ist doch nicht so Spaß! Sophie, warte doch mal! Verpiss dich, Zoe! Bleibst da! Du bist... Scheiße, sorry. Du bist so weg, ey! Ich bin doch besoffen! Hast du dich weg, damit du nachher mit dem Ben ins Bett kannst, oder was? Was fuck ist das Problem? Ich hab gemeint, du bist Feministin. Beim Feminismus geht es um Selbstachten. Selbst. Verpiss mich. Hey, du hast versprochen, wir können zusammen heim. Du bist so bescheuert, mit dem scheiß Ben und seinen Freunden rumzuhängen. Du bist so fucking langweilig. Du passest genau zum Alex, dem Loser. Verdammte Nutte! Fick dich! Fick dich selber! Können Sie mir nicht sagen, was passiert ist, Frau Petkovic? Leider nicht. Kathrin, Martin, was ist da los? komm mal mit. Ja. Ein Paar von der 4. Klasse sind gestern Nacht aufs Schulgelände eingedrungen. Was? Und eines der Mädchen ist draussen überfallen worden. Wer? Zoe Marchand. Zoe. Die Polizei sagt, sie ist vergewaltigt worden. Und wer? Sie wissen es noch nicht. Oh Gott. Eine Polizistin hat Zoe jetzt ins Unispital gebracht. Dort wird sie untersucht, auch wegen der Spurensicherung und befragt. Und je nachdem bekommt sie psychologische Betreuung. Mhm. Und Ihre Mutter? Die ist schon kontaktiert worden. Ja. Du kennst sie, oder? Susanne, ja? Ja. Also von früher, aus unserer Nachbarschaft Seebach. Vielleicht gehe ich mal vorbei bei ihr. Das ist keine gute Idee. Aber wenn sie mich... Kathrin, du solltest dich nicht zu fest involvieren. Ich habe gerade schon unserem Troubleshooter angerufen. Und Peer? Ja. Ja. Als Prorektor muss er jetzt auch zurück. Also wir treffen uns morgen direkt um 7:30 bei mir im Büro. Zusammen mit dir. Dann besprechen wir, wie wir das alles angehen. Und wer war sonst noch an der Party? Sophie? Ja, auch. Und ein paar Buben natürlich. Ich weiss nicht mal ihren Namen. Der Philipp und die Leonie haben Zoe gefunden. Okay. Und wie geht's denn? Die sind noch bei der Polizei. Sie und alle anderen, die an dieser Party dabei waren, werden heute noch einvernommen. Ja. Ich habe auch schon mit einem spezialisierten Psychologen Kontakt aufgenommen. Der hilft uns, falls die Situation eskalieren sollte. Ich weiss, das ist jetzt schwierig für dich. Du kennst die Familie. Aber Kathrin, bitte, mach nichts, bevor wir nicht einen klaren Plan haben. Ja, klar. Und jetzt? Geh heim.
Entspann dich. Ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen dich, Mona. Ist gut. Schauen wir. Sophie! Wart doch! Sophie, Mann! Bleib stehen! Sophie! Sophie! Sophie. Sophie. Muss aufwachen. Was ist? Du musst aufwachen. Ah, Mami. Ist etwas mit dem Opa? Nein. Mit der Zoe. Was? Die Polizei hat angerufen. Was, Mami? Sie sagen, Zoe sei vergewaltigt worden. Gestern Nacht. Was? Susanne. Hoi, Katrin. Susanne, es tut mir so leid. Lass mich rein. Ich hole sicher mal, Katrin, was soll. Alles gut. Alles gut. Hey, ich muss eins rauchen. Kommst du mit auf den Balkon? Wo ist Zoe? Schlaft. Wie geht's ihr? Sie will nicht darüber reden. Als wir heimgekommen sind, nach dem ganzen Zeugs bei der Polizei, 1000 Fragen, Protokoll und so weiter, ist sie gerade sofort ins Bett. Ach, Tamina, mal. Gib mal. Hat man sie auch untersucht? Ja, im Unispital in der Frauenklinik. Es ist so grusig. So. Wer sie? Mein kleines Mädchen. Und was haben sie gesagt? Sie haben Bobe in ein Labor geschickt. Weiss man, wer es war? Nein. Er hat das Kondom benutzt. Die Polizei findet sicher heraus, was passiert ist, Susanne. Und wenn nicht? Au! Oh, scheiß Ziggy. Zoe weiss gar nichts. Sie war bewusstlos. Was? Sie hat Drogen genommen, Katrin. MDMA sagt die Polizei. Oh Gott, erzähl noch mal, was hat sie sich überlegt? Susanne, schau mich an. Schau mich an. Wir stehen das durch, okay? Wir sind jetzt so schuldig, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Wir schaffen das. Keine Panik, okay? Wir finden den, der das gemacht hat. Ups. So. Gut. Nehmen wir mal auf. Also, Sophie. Wie bist du mit der Zoe Marchand bekannt? Sie ist meine beste Freundin. Und wie lange kennen ihr einander? Seit wir 6 sind. Wirst du mir erzählen, was in der Nacht auf heute passiert ist? Was soll ich sagen? Wo bist du, bevor ihr in die Kantonsschule eingebrochen sind? Daheim. Also bei der Zoe. Was habt ihr gemacht? Etwas getrunken, Musik gehört. Und wann sind ihr los? Etwa um 9:30. Also, dann sind wir an der Schule angekommen. Sind schon andere dort gewesen? Die sind schon drin gewesen. In der alten Turnhalle? Ja. Wer? Der Philipp, die Leonie, der Ben, der Luca auch. Und was ist dort drin abgegangen? Wir haben Party gemacht. Gesoffen? Ja, auch. Hat jemand Drogen genommen? Ich weiss es nicht. Sophie? Ich habe keine genommen. Aber es hat jemand etwas dabei gehabt? Ich weiss es nicht.
Der Alex Schürmann. Der ist später am Abend vorbeigekommen. Weißt du noch wann? Ja, vielleicht etwa so 2 Stunden nach der Zoe und mir. Ist er es mit den Drogen? Ich weiss nicht, wer Drogen dabei hatte. Zoe hat aber irgendwann am Abend Drogen konsumiert. Hast du etwas mitbekommen? Nein. Okay. Ihr habt gefestet, ihr habt getrunken, ein paar von euch haben Drogen eingeschmissen, aber du weisst nichts von all dem. Hat es solche gegeben, die sich ein bisschen komisch benommen haben? Was meinen Sie? Aggressiv zum Beispiel. Wir sind einfach besoffen gewesen. Und du und Zoe? Was? Ich und Zoe? Zoe hat erzählt, ihr hättet gestritten. Wegen was habt ihr gestritten? Irgendein Schwachsinn. Was war los? Zoe hat voll provoziert. Weil sie auf Drogen war? Nein, das habe ich doch gesagt. Sie war einfach besoffen gewesen. Ja gut, besoffen. Aber wir sind halt all krass besoffen gewesen. Was hat denn das alles überhaupt zu tun mit dem? Für unsere Aufklärungen kann jedes Detail wichtig sein. Also, wenn Sie auch noch wissen, wer was für Unterwäsche angehabt hat oder Sophie, wo man bitte. Nein, ehrlich. Ich muss solche Fragen stellen. Typisch. Ich beurteile oder verurteile niemand. Ja. Gar niemand. Sorry. Sicher nicht. Ich verstehe, dass du leidest. Aber wir machen alles, was wir können, um herauszufinden, was da passiert ist. Haben Sie mit dem Ben geredet? Was ist mit dem Ben? Nichts. Wenn mit dem Ben etwas ist, muss man das sagen. Nein. Sie ist nichts. Wir haben jemanden gesehen. Jemand? Ich und Zoe, bevor wir durchs Fenster geklettert sind, beim Raucherhütli. Da war einer und hat uns beobachtet. Er ist verschwunden, wo wir in seine Richtung gelaufen sind. Ein Mann? Ich glaube. Ihr findet den, der das gemacht hat, oder? Ich hoffe es. Ihr müsst. Ja, wir sind dran. Und, Sophie, es ist so einiges zu unter Obsicht gegangen bei euch an dem Abend. Da gibt es normalerweise auch recht unterschiedliche Erinnerungen. Darum meine Bitte. Red nicht mit den anderen darüber, okay? Das kann die Erinnerungen beeinflussen. Okay. Gut. Kannst gehen. Hoi, du hast dazu angerufen. Ich bin leider gerade nicht erreichbar. Ja, logisch. Viel Glück. Du bist ja auch nicht online. Mach's gut. Zoe, bitte. Leute zurück. Das ist der Ben. Deine Nachricht. Jetzt. Mann. Jo, hey, da ist der Lukas. Schmeiß deine Nachricht, wohin das du willst. Da ist der Philipp. What's up, Leute? Blöde Hure Penner alle miteinander. Blöde Hure Penner alle miteinander. Let's shake hands and forget the time passing by. Oh, let's shake hands and see what it's like to pass some time. Yeah, the dirt is on my feet. All alone I stand, waiting for my turn. Oh, tell me what you're up to now. Morgen, Martin. Hoi, Kathrin. Wo ist der Peer? Ich muss, glaubst du, noch irgendetwas erledigen. Gibt es etwas Neues? Alle Schüler, die an der Party waren, sind am Sonntag von der Polizei eingefangen worden. Okay. Und ein Teil der Buben hat dann zusätzlich noch eine DNA-Probe abgeben.
Anordnung von der Jugendanwaltschaft. Zoe ist bis auf Weiteres krankgeschrieben. Hat die Polizei irgendjemand im Verdacht? Bis jetzt sagen sie nichts. Ah, Per, da bist du ja. Sorry. Entschuldigung, ich habe noch das Gestürm bei der Maturandin und Maturanden klären. Hallo Katrin. Hallo. Also, wir brauchen einen Plan. Wann sollen wir deine Klasse aufklären, Katrin? Die ist ja offenbar am meisten betroffen. Katrin und ich reden mit ihnen. Jetzt dann gerade direkt noch am Anfang der Stunde. Und ich könnte alle anderen 4. Klasse informieren. Und sagen, meine Tür ist immer offen. Also, wenn sie reden über das, was passiert ist. Das sollte jetzt wissen, oder? Ja, super. Per, danke. Ich könnte mit meinen Schülern einzeln reden. Ich glaube, sie vertrauen mir und Katrin, deine Hauptaufgabe ist Schule geben. Katrin kann ja nicht einfach unterrichten, als ob nichts passiert wäre. Ist doch klar. Nein, das meine ich ja gar nicht. Aber wir können jetzt nicht alles durcheinander bringen. Das kommt nicht gut. Ich mache mir ehrlich gesagt einfach Sorgen um Zoe. Ja, logisch. Das machen wir alle. Ihre Mutter, Susanne, keine Ahnung, ob sie mit dem allem zu Schlag kommt. Wie kommst du da drauf? Oh, sorry. Ich muss zurück ins Büro. Wir reden später, okay? Machen wir. Bis nachher, Katrin. Bis nachher. Bist du noch bei der Zoe am Sonntag? Nein. Pass einfach auf, dass du nicht zu fest reingezogen wirst in die Sache. So, guten Morgen miteinander. Hallo zusammen. Das ist die von der Polizei. Was geht da ab? Könnt ihr bitte ein bisschen tiefig absitzen? Ich muss euch etwas Tragisches erzählen. Das mit der Zoe? Am Samstag sind bekanntlich ein paar Schüler in unsere Schule gebrochen zum Party machen. Auch solche aus dieser Klasse. Später am Abend ist dann Zoe auf dem Schulgelände überfallen worden. Was, überfallen? Zoe ist vergewaltigt worden. Was? Wer war das? Das wissen wir nicht. Was? Das kann doch gar nicht sein. Frau Petkovic von der Polizei ist da. Sie untersucht den Fall und erzählt euch jetzt ein bisschen mehr. Morgen miteinander. Ja, wir wissen nicht, wer die Vergewaltigung zu verantworten hat. Zoe war bewusstlos, wo das alles passiert ist. Und sie hat an den Täter keine Erinnerung. Sie war betrunken. Alle, die an diesem Abend nachweislich in der Schule waren, sind verhört worden und bis jetzt haben wir noch niemanden im Verdacht. Es kann jemand von der Party sein, aber genauso gut eine Person von außen. Man hat Zoe von außen beim Pausenplatz gefunden, am Rand von dem kleinen Wäldli. Kann es denn einer aus der Klasse sein? Ja, wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Also wichtig ist, dass niemand anfängt, Gerüchte zu streuen. Oder dass ihr anfangt, euch gegenseitig zu verdächtigen oder zu beschuldigen. Bevor irgendetwas bewiesen ist, gilt jeder als unschuldig. Ganz genau. Wir machen weiter mit unseren Untersuchungen und wir sind sicher, wir finden den Täter. Wenn jemand von euch etwas Genaueres weiss, kann das sehr relevant sein. Darum meine Bitte. Unterstützt uns. Ich schreibe meine Nummern und auch die von unserer zentralen Dorftafel. Ihr könnt nach der Stunde auch gerne persönlich zu mir kommen. Ich bin im Büro vom Herrn Brändli. Sophie. Was? Wo sind der Ben und der Luca? Keine Ahnung. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber... Meinst du, die haben etwas mit dem zu tun? Keine Ahnung. Hast du mit dazu geredet? Nein. Angerufen. Ah, ich weiss. Meine Eltern sind fast so angepisst, die haben das Handy weggenommen. Alles ist so abgefuckt. Was ist passiert? Komm, wir gehen. Da glotzen ja alle. Hey, ich werde im Fall noch paranoid.
Und was, wenn wir rausgeschmissen werden? What? Das ist jetzt dein Problem. Zoe ist vergewaltigt worden. Ich weiss, verdammt. Sorry. Du musst mir sagen, was passiert ist. Also, wo du gegangen bist, haben wir noch ein paar Shots getrunken. Zoe war voll drauf. Vom Alex hat sie MD gehabt. Haben ihr das alle genommen? Ich glaube, nur Zoe und der Ben. Der Alex vielleicht? Und dann? Ich und Leonie sind kurz weg gewesen. Was? Weg? Ja, checkst. Ihr habt zusammen... Ja. Gratuliere. Anyway, wo wir zurückgekommen sind, war niemand mehr rum. Dann sind wir halt weggegangen. Und dann ein riesen Chaos in der Turnhalle. Und ich nur so, hey, wow, shit, das gibt Probleme. Aber ich konnte es dann halt irgendwie auch nicht handeln. Und Zoe? Wir haben sie dann draussen gefunden. Als wir rausgekommen sind auf den Pausenplatz, dann habe ich sie gehört rufen. Im Gras ist sie gelegen, zuhinterst auf der Wiese. Sie hat so verschissen ausgesehen. Wie bitte? Das Make-up verschmiert über das ganze Gesicht. Und ein bisschen Blut ist beide abgerungen. What? Ja, sie war voll im Schock oder so. Irgendwie ganz still. Still? Ja, als ob sie nicht richtig gecheckt hat, was da passiert ist. Wir haben dann ihrer Mutter angerufen. Und dann ist die Polizei gekommen. So ein Scheiß. Hast du mit ihr geredet? Sie nimmt nicht ab. Mit dem Luca? Das Gleiche. Hast du geredet mit jemandem? Meine Eltern nehmen es ein bisschen zu wörtlich, was die Polizei gesagt hat. Dass wir nicht reden untereinander. Ich glaube ja, es war der Ben. Also, der Ben ist manchmal wirklich voll bekloppt. Aber eine Vergewaltigung? Was ist mit dem Typ, den ihr gesehen habt? Du und Zoe, die ihr aus Fenster geklettert sind? Das finde ich schon noch raus. Hey, hoi Susanne. Ist okay, dass ich anrufe? Ja, ja. Du kommst kein Problem über, oder? Du läutest bitte an, so viel wie du willst, Susanne. Haben wir schon Bescheid bekommen vom Labor? Nein, nicht gehört bis jetzt, nein. Wie geht's der Zoe? Sie will nicht reden. Ich weiss echt nicht, was machen. Gib ihr ein bisschen Zeit. Sie ist traumatisiert. Es ist einfach so hart. Ja, klar, verstehe ich. Sobald ihr etwas wisst, sagst du es, gell? Ja. Ja, mach ich. Zoe, verdammt. Red mit mir. Hoi, du hast dazu angerufen. Ich bin leider gerade nicht erreichbar. Viel Glück. Ach, Mann. Hallo? Sophie, da ist Leonie. Hoi, Leonie. Sorry, ich konnte nicht zurückrufen. Können wir reden? Ich weiss nicht. Meine Eltern könnten mich hören. Wie ist es in der Schule heute? Stressig. Oh, meine Eltern drehen komplett durch. Ich glaube, ich darf nie mehr in den Ausgang. Leonie, du musst mir erzählen, was zwischen dem Ben und dir passiert ist. Im letzten Sommer. Was hat er mit dir gemacht? Hoi Sophie, guten Morgen. Frau Lienert, haben Sie einen Moment Zeit? Klar. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was? Ich glaube, der Ben hat Zoe vergewaltigt. Wieso glaubst du das? Weil
Er hat es schon mal gemacht. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.